Goedemorgen. Ik vrees me dat er wordt luchtje komen, dat nog gekomen zijn zijn. Eerst voel ik me zo, wauw, China al te zondagschool komen. Maar dat is niet zo. We freuen ons zum Sonntagsschool aan. En bis wir haben einen Sonntag Erntedank festgeführt. So nu eigentlich mal erzählen, was die noch weiten, wo wir sind. Wo wollen wir für Sonntagsschool wir? No? Okay, dann wird Ihnen dort verteilt. So, für Sonntag haben wir angefangen mit unserer Lektion Nummer 4. Und das ist Jesus im Alten Testament. Und dann haben wir den Herr, sein Engel. Okay? So, wenn jede Lektion mal Nummer geben, dann muss das von dir auch noch Paut B heute. Das ist nicht Nummer 5. Wir haben nicht fertig gekriegt. Wir haben uns aber in den Texten im Alten Testament nachgeholt, wo was Besonderes passiert. So, wir haben uns durch Hagar, das Abraham seine Kjoakj nachgeholt. Und also, das ist früh, und das der wird den Herr sein Engel genannt, aber das ist nicht ein Engel, wen du so besonders. Wir haben uns Jakob, wir haben uns Josef, wir haben uns all diese interessanten Geschichten von nachgeholt. In der letzte, was wir haben uns von nachgeholt, wir Simson seine Eltern. Und dann, weil Simson seine Eltern sich mit dessen Herr, sein Engel, begegnet haben, mehrmals, dann zu Gott lassen sein, die du, wie man sterben so. Wenn wir haben Gott gesagt. Okay, so wir weiten dort dann nu, dort ab sehr verschiedene Arten Wesen, einmal verschieden beschrieben, aber wir weiten dort diese Beschreibung, da hat dann erst was zu tun mit Gott kämpft an den Menschen ihre Weltgeschichte vandaag. Und das ist für uns, meest alle, ziemlich nie, wenn du wird wenig von geredet, von dort Gott kämpft bei ihr an Menschen gestellt, für Jesus geboren wird. In dieser Lektion von der vorig merken, weil wir unbedingt uns einen Text lesen, wo dort dann nur noch ein bisschen vollständig wird. So, ich deut von ein bisschen wenig anfangen, dann haben wir mehr Beschreibungen und von der, weil wir uns an 1. Mose 18 im ganzen Kapitel lesen. So, was wir wollen tun, ist, wir wollen 1. Mose 18 gehen und dann wollen wir uns durch den ganzen Kapitel, alle Top Eva lesen und dann wollen wir uns einen Blumen nehmen und jedes Mal, wenn dort du Engel oder Haar sagst, dann wollen wir dort in strecken. Und dann wollen wir uns lernen zu horchen, was geht du an. So, Tim bet eine Anführung an 1. Mose 18. Da muss wir wissen, dass Gott hat einen Bund gemacht mit Abraham. Abraham hat sich zwischen ein versündigt und ein Kind gehabt, was er nicht soll haben. Abraham hat die Beschneidung ungeordnet gekriegt, um den Bund zwischen Gott und Abraham vollständig machen. So Abraham und all seine Arbeiter und sein Jungen Ismael, die wurden alle beschnitten. Und dann sagen wir du im 18. Und du hast dann nu eine sehr besondere Geschichte. So, wie immer du willst, je kann hier mit mir lesen, 1. Mose 18. Und wenn ihr Blumen mitgebracht habt, dann streckst du einmal an, wenn du sagst, der Herr, oder ein Engel oder all die wichtigen Sachen. So, wir lesen nur in 1. Mose 18 und wieder. Sehr gut. So, das ist diese interessante Geschichte von, wo Abraham ja kriegt. Und dann gleich mir da einmal fertiggestellt, dort sagst du, wie ein Baum, und der wird vielleicht noch geraten, und du hast doch wohl sich in Indien halt abgestellt, meine der. Ich weiß auch nicht, wo schmeckt oder wo nicht schmeckt. Abraham und Sarah ein Hausleut. Aber das ist einmal, wo die Geschichte anfängt. Und du hast eine ganz klare Beschreibung von dort Abraham, der sagt hier aus, wo ich muss sagen, du sagst Abraham, und du fängst die Geschichte dann an. So, das erste Ding, was ich will mit Ihnen tun, ist, den Kapitel einmal recht verstehen. Also, jüdische Schreibung
verfangen en dreifachig vertalt. Also wenn die 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 10, dort sagt du, am Anfang mögt Gott Himmel und Erde. Ne? Und dann von Vers 2 wieder sagt dort, Gott mögt den ersten Tag dort, den zweiten Tag dort, den dritten Tag dort, den vierten Tag dort und so geht die Geschichte wieder. Dann, wenn wir in Kapitel 2 sind, dann sagt dort, in das erst, so ist Gott Himmel und Erde mögt. So, da meint so viel, wenn wir einen Text lesen, dann wird für ganz klar aufgeführt, das, was passiert. Dann wird du eine Erklärung gegeben, von wo das passiert ist. Und dann zu guter Letzt wird du noch in Serie gemerkt. Und das muss wir verstehen, dass im Alten Testament wird einmal war, so ist der Text von nachkommen. Hier, 18 Vers 1, ist eigentlich die ganze Geschichte aufgeführt. Da sagt du, der Herr kam ein Tag nach Abraham aus Hiebert am Tag in seine Zelt, der sagt, bei Mamre, bei der großen Ekenbäume. Also, das ist die Geschichte. Dort sagt du, wer ist nach wem gekommen? Okay, so dann werden wir hier nu am Punkt 1, sagt dort, der Herr, der kam nach Abraham. Dort wird wir dann in Literatur, dort ist das Punkt hier in der Mitte, dort ist die ganze Geschichte. So, wer ist nach Abraham gekommen? Der Herr. Sehr gut, so dort haben wir gelernt. Am 18. Vers 1 sagt dort, der Herr kam nach Abraham. So, der ewige Part von dem Kapitel ist die Erklärung, wo kam der Herr nach Abraham. So, wenn wir hier so nur an diesem zweiten Kranz, dann wollen wir sagen, wo kam der? Und dort ist der ewige Text von Kapitel 2. Und dann wollen wir an, dort Abraham sagt irgendeinem Basch, und dann haben wir gesagt, wir haben ja geredet. Und dann sind du, wer ist du? Dort sagt du so im Vers 2, 18, 2, sagt dort, er kickt einmal Jud so ab und sagt du 3 Männer, ein einziges Opfer am Stuhl. Er stand fuß ab und spaut sich, die zu treffen. Abraham schneidet sich, aber ab Erd voran und sagt, mein Herr, wenn du mir eine ganz wiesen bist, dann geh hier nicht Jud so vorbei, ich sie den deiner. So, der Vers 3, der sagt uns nicht unbedingt sehr viel Kleinigkeiten, aber Abraham reist die auf eine sehr besondere Weise. So, wie viele Männer wären du? Okay, so Vers 2 sagt uns, du wären 3 Männer angekommen. In der Vers 3 sagt, wie viele Männer nannte Abraham du ab? Bloß mein Herr. Okay, so du hast unbedingt was Besonderes, wenn man dit, was Abraham dann nu erst so mein Herr zu seinen Ja sei. Ich will nu noch nicht viel was du nennen, aus der alle 3 dann nu mein Herr halten, aber manchmal in der Bibel und schreiben du diese Dinge ab, wenn das man liest Bibel studiert. Was mal horchen in den Text bitte. Dann, weit wie dort die jetzt schlachten, den sie nehmen die jetzt 2 Wackjes backen, und für die von den Frühen, was hier sind, mit der Süddicht, da würde ich so klein Stutze gediert haben. Ich glaube, das einzige gute Ding von Süddicht, bei dieser Zeit, ist zum Weiten, was im Neuen Testament Süddicht soll bedienen. Süddicht schafft nicht so busig. So, der Mutterholler noch heute 2 Wackjes gebackt haben. Ich war nicht interessant für die 2 Wackjes, aber einmal die 2 Wackjes bestellen und dann geht in um Feuerhack, das sagt der Rand, und Jan lässt ein Teppich sein, und eine Couch lassen wir ziemlich einfach, so bloß ein Eis mitnehmen, dann schon fett. Knackt er mal in 2 und dann ja für den Tee geschlagen. Und dann gehen wir noch verstehen. So, der hat, dort sagt du, der hat zweimal ein Kalbsfleisch vernachgetreten und stellt seine Jas durch das Multit für. Da will du so lesen, verstehen. Okay, so
Im Vers 10 wordt dan nu beschreven de haar vom Frischen. Okay. So, erstens 3 mannen. En dan in vers 3 wordt mijn haar vandaag gekregen. En we weten nog niet ganz genau wat aangeht. En dan in vers 10, wie immer 1. Mose geschreven hebben, we nemen aan dat we Mose, du sagt dort, de haar reed. Oder de haar seht. So, dit zijn bloß beschrijvingen van de jaars wat Abraham gekregen had. En in vers 10 zegt ons dat de haar de reed. Also, dat is dan al de derde ding wat we weten van deze jaars als besonders. Aber dort können wir dann noch bloß aus einer Interpretation oder für den Schreiber von 1. Mose können wir noch mal bloß sagen, ja, der Haar, dort ist ein Wort, was wir wollen zum Brot bringen. Aber wenn wir dann im Vers 14 lesen, dann merken wir also, dort die Haarbeschreibung, die kommt nicht bloß von Moses, wer der Bürgschrift, oder von Abraham, wer diese Menschen abnimmt. Im Vers 14, wer nannt wem Haar? Wer will du so Vers 14 lesen? Okay, so, nu als einer von diesen 3 Männern, der sagt, als erstes wird Toschwur für dem Haar. Okay? Also, du hast nu noch ein kleines Ding, was dessen Haar oder dessen Haaren besonders schmeckt. Dort sagt uns du so, aber dort im Vers 16, dann müssen die Männer sich auf den Weg von du. Also, diese 3 Männer, die werden unbedingt als Mannsmenschen beschrieben. Dann kriegen die Mannsmenschen erst noch wie sie den Titel Mein Haar. Und ich finde, dort wie einer von denen. Dann wird du geschrieben, bloß der Haar. Und dann selbst nannt, wie immer der Haar als, sag ich, als erst wird Schwur für den Haar. Im 16 wird wir dann ganz vernehmen, dort redet du von Mannsmenschen. Dort kann wir nicht verwechseln. Dort sagt uns du aber auch, dort das Haar, und der Haar dacht, also du wird beschrieben, wird einer von diesen Männern doch, aber wir haben du so noch mehr. Wir fingen am Vers 19, dessen Vers habe ich uns da mal gebracht in Sünderschule, dort sagt du, dort der Haar wohl nicht Abraham, dort der Haar will Abraham nicht dort sein. So dort sagst du, ich habe ihn dort gewählt, dort heu seine Kinder in Nukum in ihr rechten soll, dem Herrn sein Willen zu tun. Sie sollen nun reich sein und ihr reich sein, so dort der Herr Abraham dort geben kann, was heu am versprochen hat. Und hier ist ein Vers, was dann für uns besonders wird. Manche, was du in dem Vers angeht, dort sagst du, ich habe ihn dort gewählt, dort hat seine Kinder in Nukum und ihr rechten soll, dem Herrn sein Will. So, wer sagt das? Das ist der Mann, der hier in dem Baum steht. Ja? So, du sind 3 Männer, nur Abraham gekommen, und die waren verschieden beschrieben mit dem Haar, und du hast das Besondere, dort der sagt, Sarah war ein Kind haben ein Jahr wieder, und dort soll so, was geht hier an? Aber dann im Vers 19 sagt der Mann, was für Abraham steht, ich habe ihn dort gewählt. Dort wurde dort eine Karte eingenommen. Wer hat Abraham gewählt? Ja, aber vorher, wenn wir 1. Mose 15, 16 und 17 lesen, wer hat Abraham gewählt? Gott, Jehova. Also der Allmächtige Gott, der Mörker. Und hier so am Vers 19 steht ein Mann für Abraham, und dann sagt er, ich habe ihn gewählt. Und dort soll die das strecken. Und dann soll die, nächstes Mal, wenn die vorbeilesen, dann soll die sagen, hier ist erst ein bisschen mehr als bloß Abraham hat ja gekriegt. Abraham hat ja gekriegt, aber wir nicht bloß erst wir. Und du war das interessant.
der Vers an sich, bitt sich, wann wir bloß gleichzeitig lesen. So, der Umfang von dem Vers sagt, ich habe am dort gewählt, dass er seine Kinder nur kommen und rechten soll, dem Herrn sein Willen zu tun. Also, wer immer du in einem Baum mit Abraham steht, sagt, ich habe Abraham gewählt, den Herrn sein Willen zu tun. Und du merkst dort dann all zweifältig die Beschreibung. Ich habe die gewählt, aber ich habe die gewählt, mein Willen tun, würde man doch vielleicht sagen. Wenn wir den Vers aber noch wieder lesen, dann sagt er, du, sie sollen reich sein und gerecht sein, so dass der Herr Abraham dort geben kann, was er versprochen hat. So, dann haben wir hier nu, ich kann nicht total klären, aber man muss sagen, hier ist Abraham. Und dann haben wir ersten Mann, wo du Herr genannt wird in dessen Text. Und dann sagt das Mann, ich habe Abraham gewählt. Und dann sagt er aber, zu Wort. So, hier ist alles was Besonderes, was uns merkt, den Text auf einmal sehr anders lesen. Wenn das Vers 19 Gruz vorbei ist, dann sagt er, du frisch, dann seht der Herr zu Abraham. Du hast ein schwerer Clown, nur mir derch gedrungen, über Sodom und Gomorra. Die versinnen sich sehr schlimm. So hier habt dort frisch ein Ding, was wir dann weiten, was Sodom anbelangt. Wer unterhält sich mit wem an dem Vers 20? Der Mann unter dem Baum mit Abraham. Und der redet von erst, was in der Vergangenheit soll passiert sein, nicht? Du sagst, Hiebert, derch gedrungen, nur arm. Das ist nicht Hiebert, ich wollte dort lesen. Du hast ein schwerer Clown, nur mir derch gedrungen, über Sodom und Gomorra. Also, der Mann, wo du in einem Baum steht, mit Abraham taub, der sieht an, dort, was passiert. Sodom und Gomorra sind verbrannt, da weiß ich, aber was ist passiert? Er ist aufgeklärt. Das ist, was du sagst. Aber, das wird interessant. Das sagst du also im Vers 22, der Mann ging dann los, nur Sodom abtau, aber Abraham stahl sich vor dem Herrn an. Also, du hast einen Mann, und die gehen und dann spazieren, und Sodom und Gomorra sind verbrannt. Und dann ist Abraham 30 Jahre und stahl sich vor denen und sagt, hey, warte mal mit. Das ist die Geschichte lesen. Aber dann fehlt uns vielleicht noch ein Ding dazu. Am Vers 25 sagt uns dort eine Beschreibung von bloß Gott allein. Also der Mann unter dem Baum kriegt nun noch eine Beschreibung. Und dort wurde dann richtig interessant ist, wenn so klar aus dieser Geschichte vom Engel vom Herrn redet, das ist keine andere im Alten Testament. Am Vers 25 sagt dort, sollen wir doch nicht bei die verkommen, dass du die Aschelje mit denen, die sich verschuldet haben, taub umbringen wirst. Dann wird die Aschelje dort krank so gut aus der Schulje. Sollen wir bei die doch nicht verkommen. Also der redet nicht ganz klar von die. Des Mann. Der Mann, was mit Abraham redet. Dann wer will du so der letzte Engel im Vers 24 lesen. Okay, so wer ist der Mann? Das ist der Rechte, aber nicht bloß von einem bisschen. Der wird aus der allmächtigen Gott beschrieben. Stellt euch vor, wo anders die Geschichte sich nicht hier aus der Grußführung steht zu reiten. Die Geschichte von Abraham in einem Baum
wo der dort versprochen kriegt, und ein Jahr wieder wird Isaac durch sein, da hat sich mit wem Besonderen getroffen. Dort wird nicht bloß, ja, wir haben ein paar Engel zu Jas gekriegt. Da ist Chef besonders. Und Abraham wusste dort. Okay? Das wird mich beeindruckt von dieser Geschichte. Abraham wird nicht innocente. Ich weiß, ich finde, haben wir nicht ein plottisches Wort, wo du besser hier das Aschelig. Aber Abraham wird nicht in Ascheld im Sinne von, der weiß nicht mehr, wem du redest. Abraham wusste dort. Wenn Abraham selbst sagt, du, der Rechter für die ganze Erde, wird doch reich handeln. Abraham hat Mittag gegessen, oder vielleicht fast bei uns, ich weiß doch nicht mehr, von Glockenzeit. Abraham hat gegessen in einem Baum, mit dem, wem der selbst beschreibt, als der Rechter für die ganze Erde. Ganz unbedingt muss wir unsere Meinung oder unser Begriff von Jesus durch im Alten Testament ändern, nur dem, dass wir die Geschichte von Abraham gelesen haben. Wenn wir wollen, ein bisschen deutlicher hineinchecken, dann wollen wir nur Mika, Kapitel 4, Vers 1 drehen. Dort sieht Nummer 914, packen noch was ein. 914, du so haben wir Mika, Kapitel 1. Na, hier. Mika 5, Vers 1. Wer will du so lesen, wer nicht eine plottische Bibel mit hat? Mika, Kapitel 4, Vers 1. Wer liest eine andere Sprache als unsere plottische? Isaac, was muss lesen? Now gather thyself in troops, O daughter of troops. He hath laid siege against us. They shall smite the judge of Israel with a rod. Okay, nu nog vers 2. But thou, Bethlehem, Ephraim, though thou be little among the thousand of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be the ruler in Israel, whose going forth hath been from of old, from everlasting. Okay, so du so sagst dort a plottig von lang her gewast ist, dort soll du sein, der noch immer gewast ist. Dort sagt du in Mika 5, Vers 1 in der plottische Bibel sagt dort redet du ganz klar von Jesus soll in Bethlehem geboren werden, aber dort sagt du nicht dort, der soll du anfangen zu sein. Dort sagt du, das noch von immer gewast. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann finden wir dem, wer du noch einmal gewasst hast, der mal bloß gehorcht. Dort sagst du so, aber du Bethlehem, mang der Ephratiter, wenn du auch eine von den kleinen Familien in Juda bist, von die wird der kommen, der über Israel der Lehrer sein wird, heu als der, dem sein Anfang in sein Aufstammen von jeher gewasst ist. Jesus fängt nicht an am Bethlehem. Jesus wird durch in der Milch alles, was gemerkt worden ist. Ich will mich lernen, von Jesus mehr zu weiten. Und ich will den Jesus kennenlernen, was durch im Alten Testament auf so viel interessante Stellen gewesen sind. Nun werden wir uns drehen, nur Johannes Kapitel 8. Und nun haben wir diese sehr interessante Geschichte, wo der Jesus will anbringen. Aber die wollen Jesus nicht anbringen, bloß wegen, naja, die wollen Jesus anbringen, wenn Jesus behauptet, was Säure abfällt. So, der Text geht dort Jesus hat gesagt, zu den Juden dort heißt gerade aus Abraham. Wenn wir du Vers Johannes 8, 53 lesen, dann sagt du, bist du gerade aus uns Vater Abraham wir, der starb, und die Propheten sind gestorben, was merkst du die ut die selbst? Jesus sagt, wenn ich mich selbst ehe, als meine Ehe nicht. Aber dort ist mein Vater, der mich ehrt, von dem je sagen, dort Heiligen Gottes. Und ich kann am nicht, ich aber kann am. Und wenn ich sagen würde, dort ich am nicht kann, dann würde ich lehen, so als die. Aber ich kann am und hol sein Wort.
Jün voerde Abraham vrede zich toe, dat hij mijn dag zijn zal, en hij zag den en weer vrouw. Dan zeiden de Juden te hem, du bist nog niet mal 50 jaar oud, en hast Abraham gezien? Jezus zei te hem, ik zei jullie de waarheid, euer Abraham weer, zie ik. De Geschichte heeft zich nu ganz anders, niet? Jezus zei te de Juden nur, ik en Abraham, we zijn buddies. Mij heeft dat Jans hört, mij doen niet te lopen, wo gelijkaltig wie met Jezus omgaan. Wo ver hier wie nicht ausschwemmen, der sagt, no, Oude Testament ist altmodisch, da hat nichts mit Jesus zu tun. Wie hier manche Menschen sagen, dass Jesus kam im Alten Testament, der hat nicht viel. Und Jesus sagt, hij kann Abraham. Und Abraham kann arm. Das ist noch viel interessanter. Wann wir Abraham und Jesus am Alten Testament taub tragen, dann fingen wir auf einmal in Jesus, was wirklich besonders ist. Aber wir wollen nun mal noch ein klein bisschen was tun. So Johannes 20, 28, da habe ich die letzte Ängste von Jesus seine Geschichte hier bei. Und wir wollten dort Abraham in 1. Mose 18, die wissen, mit wem die dort zu tun hat. Und Abraham beschreibt uns den Rechter für die ganze Welt. Aber Johannes Evangelium, der schafft damit, dass wir sollen Jesus kennenlernen als Gott, nicht bloß als Mensch, aber der Mensch wird vollkommen Gottes. Und Jesus hat das Bejenes mit Thomas. Und in Johannes 20, 28 sagt Thomas das. Dann sagt Thomas zu ihm, was heute? Okay, mein Herr und mein Gott. Das Wort Herr, was wir hier so an 1. Mose so viel gebraucht haben, wird wir vielleicht bestritten, dort hat vielleicht verschiedenste Meinungen. Wir wollten aber von Jesus selbst, dass er sich sehr dort Abraham und Heiland sich getroffen. Aber dann wollten wir dort Jesus sein Titel als beides, Herr und Gott. Für einige von uns ist dort leicht, dort erst wir uns in den Akten ja, wir als Christen glauben, dass Jesus ist vollkommen Gott. Wir haben aber einige Moment eine schwache Sicht, wenn erst wir uns fragen, seht Jesus überhaupt wie Gott? Oder sagt das Neue Testament, dass Jesus Gott ist? Das Interessantste, denke ich, dort will Thomas nicht an Jesus glauben, dass Jesus erst in der Neuen weiß. Dort der Glauben wird beschrieben nicht bloß als an Jesus, den Mensch. Thomas sein Bekenntnis sagt, mein Herr und mein Gott. Vielleicht soll aber auch noch ein bisschen für uns, wie oft sein, Jesus sagt sich selbst als Gott. Dann werden wir uns drehen nur Johannes 14, Vers 9. So Johannes 14, und da haben wir am Vers 1, entweder Jesus ist Gott oder das ist eine Lasterung. Das sagt du es nicht. Lut nicht das Hort bearbeiten. Glaubt an Gott und glaubt an mich. An mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, würde ich dort gesagt haben. Ich gehe also hin, jünte steht, Reute merken. Und wenn ich hingehe, der steht für ihn Reute merken, wo ich zurückkomme, und jünt auch durchnehmen, dort die durch sind, wo ich sie. Und die wollten, wo ich hingehe, und die wollten auch den Weg durchhin. Thomas, wer wird das? Da wird der Wort trotzdem Bekenntnis auf jeden Fall. So, du meinst, das ist echt wichtig, Thomas sagt dann, Herr, wir wollten nicht, wo du hingehst, und wo wir den Weg wollten.
Jesus sagt zu ihm, ich zie de Weg, de Waarheid en het leven. Keiner komt nun Fuder, buiten derch mij. Wanneer je mij gekend hadden, would je mijn Fuder ook gekend hebben. Van nu aan ken je hem en hebben hem gezien. Door wordt het extra besonders. Philippus zegt hem, Herr, wijs ons den Fuder, dan zijn we tevreden. Also, dat wat Jesus hier gezegd had, totaal niet. En je mij gezien had, dan hij den Fuder gezien had, zegt dus Philippus, nou dan wijs ons den mal. En dat is ook niet door, dat is met ons. Was papa, nou, ik stuur je verder nou. Wie mij mal, dat is wat dat wordt bedienen. Dan zegt het om vers 9, en du is de punt van jou. Jesus zegt te hem, ik zie je nu al zo lang bejunt, en du kennst mij niet, Philippus. Wer mij gezien heeft ook den Fuder gezien. Wo kost je dan nog zijn, wijs ons den Fuder. Geloofst je niet dat ik am Fuder zie en dat de Fuder aan mij is? De wie der ik red ik niet über mijzelf, de Fuder aber, der an mij woont, der werkt durch mij. Gelooft mij dat wanneer ik zei dat ik am Fuder zie en dat de Fuder aan mij is. En wanneer zes niet, dan geloof toch, wils je de woorden zijn. Ik zei je de waarheid, wer aan mij gelooft, wat ook dat werken, wat ik doe, en wat nog grater als dit doen, wils ik go naar mijn Fuder. En wat je aan mijn noemen beden wordt, dat wat ik doen, dat de Fuder durch den zijn geëerd wordt. Wat je aan mijn noemen beden wordt, wat ik doe. Deze begegnung met Jezus, met zijn jünger, is deze strijderie tussen wer is Jezus. Thomas had een trouble met Jezus, onneem als God. Thomas had een twijfel over wat je hier alles aan en de vraag hier, Herr, we weten niet wo de hand is en wat jij wie den weg weten. Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en het leven. Keiner komt nun Fuder, buiten durch mij. Wanneer je mij gekend hadden, wil je mijn Fuder ook gekend hebben. Van nu aan ken je hem en hebben hem gezien. Also de poort van God zijn, ving we dat aan Jezus weer dat niet in trouble. Jezus laat zich zijn. Jezus kwam op eerd, Jezus wie Mensch, Jezus wie Fleisch, Jezus ging met zijn Jünger top. En Jezus erklärte zijn Jünger, dat wanneer je mij gezien hebt, dan heb je God gezien. Dan vingen we over in vers 9, wer mij gezien heeft ook den Fuder gezien. Wo kost je dan nog zeggen, wijs ons den Fuder. Door vingen we dan Jesus im Alten Testament als der Herr sein Engel, wir Gott ab Erd in Menschengestalt. Wir fingen noch ein Teil Geschichten mehr an. Wir wollen uns endlich selber Zeit nehmen, das ganze Alte Testament durchzulesen. Und jedes Mal, wo der Herr sein Engel verkommt, und in Strecken an uns den Text überlesen an uns führen, wo sitzt dort, wenn der Herr sein Engel vernachkommt. Wir haben Geschichten, das in 1. Mose 32, wo Jakob hängen ist und er hat so Angst, dass Esau was am anbringt. Und dann kommt der Herr sein Engel, sich mit Jakob treffen. Und der haben sich die ganze Nacht übertaut. Und dann, was passiert? Wer kann die Geschichte dran? Was ist der Ende von der Geschichte? Okay, und was ist wat de engel deed? Der andere, den sie noemen. Da wir nicht ein Engel im Sinn von einem Payaso oder ein Geschichte. Dort wir, wo Büter gewöhnlich geraten. Vielleicht bringen uns eine Frau, wo können wir dann nu Alte Testament lesen und weiten, was der Unterschied ist. Und ich will von dir mit Ihnen ein paar Minuten Zeit nehmen, um das zu tun. Nu, Johannes 14, dann sagt uns Jesus am Neuen Testament, dort er es vom Vater geschenkt. Ja? Also, dort meint dann unbedingt, dass ein Engel
im Oude Testament en een engel im Nieuwe Testament, dat wordt aan fysiek als krijgt dat zelfs. Wer weet wat dat woord engel betekent? Huh? Een mensajero of een enviado. So, dat is een zware een geschäfte oder ein Botschafter. Also, das Wort an für sich kann wir nicht brauchen, zum sagen, hier redet von Gott oder hier redet von einem Engel, was Gott bloß geschickt hat, um eine Botschaft wiedergeben. Du wäre es so wichtig, dass wir uns lernen, die Bibel zu lesen und zu horchen, um was dort geht. Und ich will dir ein paar Unterschiede wiesen, was angeht. Also, ein Engel habe wir dann ganz unbedingt durch diese Lektion vorher gelehrt, das kann zwei verschiedene Dinge sein. Da kann ein Engel sein, so wie Maria, weil der Engel kommt und sagt, du wirst ein Baby haben, dann sagt er, du, sieh gegrüßt, hab nicht Angst, ich bringe dir eine gute Botschaft. Okay, so ganz unbedingt, als ein Botschafter wird nur Maria kommt. Und das ist geschickt. Gott hat ihn geschickt, dass er soll nur Maria kommen. Aber wir haben ja genug Geschichten gelesen, zum sagen, wow, da will nicht bloß ein Engel, weißt? Das ist, was wir wollen. Wir wollen unbedingt den Herrn sein Engel finden. Aber das passiert uns von der ersten Tag, du kannst leistet mit dem Wort Apostel. Also, ja, ein großen Klumpen Menschen von der ersten Tag, die gleichen sich so als Apostel zu nennen, und dort halten eine Scham, wenn die tun sich große Menschen, dort Apostelwort soll das auch Mädchen. So, der Wort Apostel im Neuen Testament, wer weiß, was das meint? Das ist auch ein Geschickter. So, wenn wir Apostel im Neuen Testament lesen, dann müssen wir horchen von was für eine Art Apostel geredet wird. Wenn du sagst Apostel, das sind die 12 Jünger. Und dann haben wir so einen Apostel Markus oder einen Barnabas oder all diese Jungs im Apostelgeschichte-Brief. Dann weten wir, dass die haben einen Titel Apostel, aber das hat nichts zu tun mit den Großen, das hat zu tun mit den Kjoakj in Kjoakj, hat gesagt, du und du und du, die waren dort haben Missionsarbeit. So, das sind Apostel, aber das sind nicht diese Apostel, das sind bloß Geschickte. Wenn wir mit dem Wort Engel schaffen, oder dem Herrn sein Engel, dann ist es wichtig, dass wir horchen, nicht bloß nur das Wort Engel. Dann müssen wir horchen, was rum der Geschichte, damit wir raushorchen können, hier redet von Gott schon auf jeden Menschen gestellt. Und dann weit wie dort Simson seine Mama sagt, wir müssen sterben, wenn wir an Gott sein. Die sehen nicht, wir haben Gott gesehen, und die wissen bloß nicht von Beter, die haben bloß einen Engel gesehen. No, die haben Gott gesehen. Und da wir fehlen, das ist okay. Abraham hat mehr mit der Taub. Aber dort weit wie bloß aus dem Kontext. So, wenn wir uns lernen, wie im Alten Testament, im Neuen Testament umzugehen, dann ist es wichtig, dass wir uns lernen zu horchen. Sagt du, was für eine Art Engel? Ist das bloß ein Engel, der eine Botschaft bringt, oder ist das Gott schon im Rauf und der spaziert, mit dem, wem du fehlst, zu spazieren? Und dann wird die Geschichte interessant. Dann haben wir auf einmal einen brennenden Busch, und dann sagt du, Gott redet von einem Busch zu Moses. Und dann sagst du, wow, aber wie ist hier doch brennt, wie nicht bloß ein Fiekje. Gott salzt wie ein Busch. Und weil Moses sagt, der Bratsches muss uittragen, dass wir nicht verdammt hat. Dass wir nicht bloß heute so tun, dass wir Gott salzt wie ein Busch. Und der redet mit Moses. Dann fing wir dort, Hagar traf sich mit Jesus Busch, wo der wollte sterben. Und Jesus sagte, no, ab und dann Arbeit. Und dann fing wir diese Geschichte von Abraham. Und dann wurmt uns das Wort. Wenn Jesus sagt, euer Abraham, wir sehe ich. Und er kann Abraham. Und dann verändert uns die Geschichte für immer. Wenn dann ist Jesus nicht mal bloß das Menschwort im Neuen Testament geboren wird, dann ist Jesus der, der die ganze Weltgeschichte in der Hand hat. Und er ist der Richter von der ganzen Erde. Abfallerweise will ich von der Schlüten mit der Wort von 1. Mose 18.
des Morgen, wo einer des Bosch sich mit Abraham traf, wo Abraham beschrieb uns, der Rechter von der ganzen Welt. Als der Titel oder die Beschreibung, was Jesus schrieb am Offenbarung. Also Jesus kämpft, nur Lukas Kapitel 10, Vers 19 sagt dort, ich sehe kommen, nicht die Welt zu rechten, aber Radung zu schaffen. Und das ist die neue testamentliche Geschichte. Wir lernen Jesus kennen, als der wir kämpft, sein Leben zu geben, um Radung durchzustellen. Aber wir finden, dass Jesus sein zweites Mal kommt, als dort kommt als Rechter. Und dort hilft mir irgendwo darüber, wirklich. Abraham, tausende Jahre vor Jesus auf ihr kommt zum ersten Mal, gab Abraham den Mann in dem Baum die Beschreibung von den Rechter vom Erdball. Dort hat mich fan, dort hat mich geschätzt fan. Wenn er weiter dort Jesus kommt, und der gab sein Leben, omdat wir alle Radung erlangen können. Aber als du noch einmal da, wir wat kommen als Rechter. Und dann, weil wir besser und eine rechte Sicht von der Geschichte sein. Weil wir Jesus kennenlernen, weil wir uns lassen von Jesus verändern, durch sein Blut Radung erleben, weil wir uns rein merken, um dessen Rechte persönlich kennenzulernen. Und Offenbarung sagt uns, dort, wenn wir im Himmel sind, dann wollen wir eine Multitude haben. Und dann war die Frau, der dort in einem Baum wie Abraham, weißt du? Das war schön gut. Das war so schön gut, wenn wir die Geschichte neu kennenlernen und Jesus begegnen und sagen, wow, Dankeschön für Gott sein, über die ganze Welt. Weil wir beten. Vor dem Himmel, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön für all die Kleinigkeiten, die die Geschichte so groß machen. Dankeschön, dass wir dort weiten können, dass Jesus Gott ist und von euch her noch immer durchgewasst ist. Dankeschön, dass wir Jesus kennenlernen durch im Alten Testament und help uns, dass uns das was zum Glauben erbühen tun und dass wir nur die getroffen werden durch die brüderliche Geschichte von Jesus. Help uns, Leib zu finden für dein Wort und dass wir einmal weiter werden Segen sein, nur die Wahrheit, was bloß an die zu finden ist. Dankeschön für wer du bist und für wer du blieben bist. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.